Die Abenteuer gehen weiter hier im Tempel des Duma bei Fire Emblem Echoes Shadows of Valence. Ja, einfach willkommen zurück. Letzte Folge ist wieder mal relativ viel passiert. Wir haben, ja, doch, man muss sagen, im Nachhinein auch wieder einen Freund verloren mit Fernando, auch wenn er eigentlich für Alm und unsere Truppe selbst eigentlich immer nur der Feind war. War jetzt am Schluss doch wieder, ja, halt, doch noch ein Freund, zumindest von Clive, Matilda und der guten Claire. Ja, und was machen wir jetzt? Zurück oder? Ne, kommen wir eigentlich zurück, weil eigentlich heißt es ja. Warte mal ganz kurz. Eigentlich hieß es ja, käme gar nicht mehr raus. Hätte ich auch ein bisschen seltsam jetzt gefunden. Jo, ich bin hier. Wir können hier im Prinzip gar nichts machen. Wir können auch links, rechts kann man nirgends durch, also muss ich weiter. Der Turm des Duma soll ja ziemlich übel sein. Wir sind gespannt. Und haben noch ein bisschen Angst. Vorbei komme ich hier natürlich schon, aber hier wird es ein bisschen schwieriger. Ein Geist mit dem Schwert und mit dem Stahlbogen. Was? Silberschwert sogar, nicht schlecht. Ein paar Schleimtypen. Okay, okay. Wird aber schon irgendwie klappen, hoffe zumindest mal. Lalalala. Ins Etzmoor, nee, lieber weniger. Ja, komm, you fools. Ein Kampf, den ich jetzt so eigentlich gar nicht wollte, aber von mir aus. Wir können sie mal versuchen. Just leave it to me. Oh verdammt. Animationen sind noch an. Das dauert und dauert. Okay, der eine haut ab, interessant. So, leave it to me. Lalalala. Kein Crit. Ja, ist ein bisschen enttäuscht. So, haben wir da. Seht ihr mal die Rettung. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann Delphin, mal ganz kurz. Wie weit kommt der? Bis hier oder bis hierhin. Wo machst du mehr Damage? Oh, die Trefferquote ist nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Ja, hier sieht es ein bisschen besser aus. Vendetta, über Trefferquote, holen wir es einfach so. Nö. Das war ja klar. Es war ja mir so klar. Ach, besser, wenn ich sie hier hinstelle. Weil sie den Schild noch hat. Fragezeichen. Okay, dann wäre der schon mal erledigt. Du könntest dann entweder den hier platt machen. Oder aber... Was? Das sieht ein bisschen seltsam aus. Jetzt zwar mal Schaden kriegen würde, weil eben habe einen Eilring drauf. Das soll eigentlich gar nicht passieren. So, wir haben hier einen Typen noch erwischen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Königsschwert! 94 geht es noch ein bisschen besser. Doppellöwe. Mit Doppellöwe ist alles besser. Wobei, ich frage mich ja, eigentlich müsste auch noch eine dritte Fähigkeit kriegen, wa? Also dritte, eine weitere. Bezwingen brauchen wir sowieso nie, oder nicht mehr, seit Delphia. Und ja, Doppellöwe natürlich cool, gar kein Thema, aber die restlichen Fähigkeiten, wa? Ragnarök, Alter! I
Ja, wie immer ein bisschen übertrieben. So, gehen wir nach oben. Blitzschwert. Er kommt mit seinem Sagitai hinterher. Vielleicht auch eher weniger. Komm, mach hier mal Stärkung. Jo, bin ich auch. Dann Sagitai. Geht's auch ein bisschen genauer. Excalibur. Geht immer genauer. So, kurz am Level Up. Sehr gut. Zum Glück war es kein doppelter Angriff, ja? So, du kannst ihn sicher killen oder reicht trotzdem für das Level Up. Level 13 für Cliff. Ich habe Fähigkeiten dazu. Okay, Qualenring. Ja, ohne Verluste. Na gut, ja, kurz vor gewesen. Egal, nächstes Mal. So, von da komme ich. Ja, sonst nichts, okay. Die Musik. So, was erwartet dich wohl? Das ist ein Scheißraum. Voll in die Fresse aber. Och nö, die Sackgesichter. Das gar nicht gebraucht. Obwohl, ich bin relativ weit weg. Die kriege ich auch. So, erstmal gut hin. Okay, nochmal normal angreifen. Immerhin 10 Punkte, hallo? So, und jetzt vergessen, ich habe immer die Rettung. Die Rettung ist immer noch mit mir. Du hast ja den Magierring, du hast den Koalenring. Mal ganz kurz. Moment. Erstmal hier. Dann machst du bitte einmal Ragnar. Geht's hier auf... Scheiße. Aura. Mann, sind die schnell. Ja, leck mich. Tschüss, Mann. Und Level Up. Gargoyle-Ohr. Wofür war das jetzt schon wieder gut? Weiß gar nicht mehr. Ist schon viel zu lange her. Ich würde gerne mal Tobin mal irgendwie ein paar Punkte geben. Er hat ja eigentlich einen Sakralbogen, aber wir haben noch genug in der Reserve. Moment. Wir schwächen den hier. Ja, genau deswegen. Den zu schwächen könnte sonst lustig werden. Okay. Noch ein Gargolohr. Und tschüss, Mann. Oh, stimmt, bereits angegriffen. Purgativ. Purgativ, Erholung, Entschuldigung. Ich bin immer noch leicht verwirrt. So, die 3 harten Brocken hier. Wobei, die können ja eigentlich nur eine Theorie etwas, wa? In der Praxis sind sie wie alle anderen einfach nur Geschichte. Fragezeichen. Jetzt haben wir Critten. Geil, Tobin. Fire in the hole. Gut, ich habe noch dummes Lanze. Vendetta! Bringt nicht viel. Tschüss. Ja, die Erfahrungspunkte gehen zwar eigentlich. So, Lukas kann natürlich nichts machen. Er hat auch nichts gegen Schrecken. Ja, doch, gegen die Schrecken speziell. Vor allem gegen die grauen Schrecken nicht. Ja, sie macht einen guten Job hier. Tatjana, was lernst du eigentlich noch? Würde mich da noch interessieren. Also irgendwie noch Panzerfiasko? Ich meine, es ist im Prinzip ein Panzer. Gut, zum Glück hat er 0 Crit-Chance.
Was? Alter! Was war denn das für ein Scheiß? Jetzt geht mir ja langsam auf den Zeiger. Zum Glück habe ich die L4, die ist echt Gold wert. Yeah, too easy, also Tobin, oder was? Ich weiß gar nicht mehr. Das könnt ihr bald schon mal rächen. Wow, schwarz. Hä? Ist er bereits? Ja, da ist Mila. Mila kann lachen. Nee, jetzt auf mal nicht mehr. That statue. Mila? Is that really the Earth Mother? But how could the goddess have been turned to stone? Only the sacred blade can seal a divine dragon's power. Look there. The blade protruding from her forehead must be Falchion. But given that... Is that you? Celica! You're safe. Oh, I'm so glad. Wait, are you alone? Where are the others? Ah, so this is Ulm. Who are you? My name is Jeddah. I must thank you for disposing of Emperor Rudolph. Well then, Jeddah. Enjoy your last moments. I'm here to put an end to you and Duma. I'll see Zofia restored to Celica. Oh, you can't. You mustn't. What? Why not? If Duma is gone, Regel's lands will turn as barren as Zofia's have. Even more people will starve. But Celica, we can't let... And even if you wanted to stop Duma, you can't. Nothing can stop him now. Mila has chosen to seal Falchion away with her. What? But then... all this fighting... what was it even for? Father! Ulm and Ontees, you stand at the pinnacle of your respective kingdoms. The hour is come for the world of man to return to the gods' control. It is the dawn of an age of fear and chaos, cradled in Duma's shadow. We'll never let that happen. Rejoice, Ontees, for you have the honor of serving as its cornerstone. Celica? What is he talking about? I'm sorry, This is the only way. There's no other choice. The girl will offer up her soul to quell the madness in Duma's heart. She does so for the sake of Rigel and Zofia's people both. What? No! Celica, you can't! Tell me he's lying! I'm sorry, Do not think me a monster. I shall grant you the time for a farewell. But be quick about it. Celica! I'm so sorry. Please forgive me. This is crazy! You can't do this! I'm going to get you out of here! Just hold on! You don't understand, I came here knowing what awaited me. What? Back on the island, I had a dream. A dream where something terrible happened to you. So I decided to petition Mila for the strength to protect you. Yet for all my travels, you've still faced terrible danger. And you were even forced to end your own father's life. I'd seen it all. I knew it was coming, but I couldn't change a thing. I failed to keep you safe, That's not... Celica, none of what's happened is your fault. You're not to blame for any of it. But I won't lose you. I won't let any of you die. I don't want you to fight Duma. I don't want anyone to be hurt or killed. That's my only desire in this life. Celica! Then this is the only means I have of ensuring that comes to pass. So again, I'm sorry. I wish it could have been different. I always have. I wish I could have gone home to the village and lived there with you. Celica, please, wait!
Celica! I don't wish to be vulgar, but... well, what is the proper course of action for us now? Emperor Rudolph bade us defeat Duma, but Princess Antise asked us not to. Have we come this far simply to reach an impasse and accept it? One thing seems abundantly clear as things now stand. The chances of Sophia's recovery are nearly extinguished. With Milla in her current state, there is little hope of change. No. But Celica's gonna take care of Milla and Duma for us, right? Are you serious, Tobin? You're just gonna sit around on your butt and let Celica die for us? What? No! I don't want that any more than you do. But what other choice do we have? There's nothing left we can do! I'm not giving up. Huh? I'm not giving up on her! Every part of me, every fiber of my being says this is wrong. So we're going to take down Duma and bring Celica home safe. Sure, that all sounds fine and well. But how do we do that exactly? Consider your position, Alm. You're no longer just the leader of the Deliverance. You are to be Rigel's next Emperor. You must set your personal feelings aside, no matter how difficult it may be. All of Valentia depends on you now. That must be what steers your decision. Fine. Then I decide to follow the will of the previous Emperor, Rudolph. Alm. Oh, come on! What's wrong with personal feelings? All of you fought this far because you hold some kind of hope for the world. It's man's individual hopes and fears that shape the world, that drive it. And that's how it should be. I truly believe that. Should we let the world crumble on a god's whim? Or his absence? You're right, of course. But I don't want to lose anyone else I care about. I don't want to see anyone else lost because of Duma. Don't you feel the same, Clive? even if we escape from Duma's control, a starving people can know no peace. Villains and thieves will arise to feed on the weakest and most vulnerable. Are you prepared to inflict that upon the world? I will dedicate my life as Emperor to ensuring such a thing doesn't happen. And yes, I know as well as anyone that there will be losses along the way. I think I've learned that much by now. But when I think of the next 1,000 years, I don't want this. I want to leave behind a world where we shape our lives by our own hands, where we make our own mistakes and fix them as many times as necessary. That's a world worthy of a future. So be it. If you have the determination to see it through, I'll not object. I am yours to command, Your Excellency. Count me in. I'm not living my life bowing to Duma and his little idiots. I'll take going hungry over that any day of the week. I'm just not sure. Quit your whining and hop on board already. If it were just me, I would. But I have little brothers and sisters to think of. I will gladly take up a trowel and work the land with them. Wait, but you're a noble, Lucas. Such things will mean precious little in the world ahead of us. Myself, I refuse to be controlled by Duma or go hungry. If it means working the barren earth, then I shall do just that. And you won't do it alone. In truth, I've always been curious about farming. I'm sure we can reap or sow or whatever it is, enough to stay alive. Though I admit, I think all this talk of doom and gloom is entirely premature. This is great, guys. Count me in too. I'm pretty handy with a plow, actually. I'll show you guys how it's done. An emperor plowing the fields? I never thought I'd see the day. Huh? Milla's statue is glowing. What's going on here? Wasn't she sealed away? She's calling me. Alm? Let's go. Milla is calling to me. We might still be able to pull this off. We have to find a way to the altar. Hört, hört, Freunde. Kais Alm hat gesprochen, also mal sagen, machen wir uns auch
ja, folgen seinem Befehl, war. Jetzt haben wir natürlich... ja, was ist das hier? Ich habe ein bisschen Angst. Ein ganz kleines bisschen Angst. Am Kriegerschwert, cool. Natürlich auch schon ein Königsschwert. Für ihn wäre es eventuell eine Option, wa? Mein Gewicht 0, aber ein bisschen mehr Crit und so. Da könnte man sich ruhig überlegen. Hätte sonst noch jemand den Truppe irgendwie? Gut, Delphia wäre natürlich, aber sie hat jetzt einen Magiering für mehr Reichweite, will ich eigentlich auch so belassen, wenn ich Eder sein soll. Sonst aber eigentlich nichts mehr, war ein Blitzschwert. Alter, sie mit dem Blitzschwert, hey. Stimmt, die Idee bin noch gar nicht gekommen, war. Alter. Da Cliff mit dem Magiering, weil, warte mal, Korallenring hat was genau gegeben? Genau, erhöht ja die Resistenz, aber wenn er natürlich jetzt die viel höhere Reichweite an Delphia mit dem Blitzschwert dann auch noch physisch angreift, beziehungsweise einfach magiemäßig dafür noch mehr Damage reinhaut. Ach du Scheiße. Das ist ein Eilring, ja, ein bisschen mehr Bewegung. Resistenzring. War das überhaupt noch? Oder wäre es vielleicht hier wegen Dummes Land? Nee. Dummes Land ist schon gut. Natürlich jetzt so, ja gut, Resistenz, nee, ist generell so. Ja, es hat halt nur plus 5 Angriff, dafür natürlich kritische Treffer wahrscheinlicher. Ursprünglich hatte ich eigentlich Grey das Donnerschlag gegeben wegen Magie, weil wir damals relativ wenig Magier hatten. Aber jetzt haben wir im Prinzip sogar 4 Stück im Team. Reicht ja eigentlich? Fragezeichen. Wir können es mal riskieren, wa? Dunkelkrieger voll in die Fresse. Die Hexen kommen auch noch, super. Natürlich sind die schneller, ey. Alter, Kotzenteich. Bin nur 1 Speed mehr. Wieso können wir trotzdem doppeln? Das ist doch einfach fies. Also ich finde es persönlich sehr, sehr unfair. So, wie sieht's aus? Erstmal die Witches of the East dann wieder mal. Es sind nur 70. Ja, was meinte ich gerade mit nur 70? Stand back. Das sieht auch schon mal sehr, sehr gut aus. Jetzt natürlich mit allem aber ein anderes Problem. Eigentlich trotzdem relativ viel Verteidigung, war. Just say the word. Wäre schon mal eine weniger. Toll, Delphia. Jetzt bringen natürlich. Ich bin Reisetool nicht mehr vorbei. Mann, super. Was mache ich jetzt nur hier? Kann ich da gefahrlos angreifen? Jo, problemlos. Ohne große Probleme kann ich da attacken.
Aber hier sieht mit der Trefferquote das sehr, sehr scheiße aus. Ärger bleibt mal ein bisschen zurück, wa? So, Gray mit dem Kriegerschwert. Just leave it to me. Sie hat ein bisschen Schaden abgekriegt. Natürlich auch sehr, sehr wenig Glück, leider. Ernsthaft. Jo, irgendwie keiner Bock, allem anzugreifen. Lustig. Zum Glück nur ein Angriff, ey. Dass er sonst... Ah, Mann, jetzt kommen wir mit dem Blitzschwert nirgends mehr hin. Okay, das ist natürlich jetzt hier ein bisschen doof gelaufen mit ihr. Hätte eigentlich auch besser laufen können. Egal. I can handle it. Ja, ist klar. I can handle it. 73% will ich nicht treffen. Ist, warum auch? Warum soll man auch treffen? I'll do my best. Wird doch eh bewertet, oder? Come at me, fools! Man, er macht zwar halt schon Schaden mit dem Kriegerschwert, aber... war es doch ein Fehler. Da wird auch relativ viel auch Fähigkeit, Geschwindigkeit und so. Leave this to me. Eigentlich die Idee schon geil. Sag mal, könnt ihr mal treffen so ab und zu? Du musst wirklich alles allem machen. Das kann doch nicht sein. Du. Kein Quit, toll. Just say the word. Kannst du bitte mal platt machen, Cliff? Danke. Oh, I am Just leave it to me. So, was sagt der Part? Eigentlich ist er vorbei. Wir mal ganz kurz gucken, was hier draußen abgeht, hier in diesem seltsamen Gang. They never stood a chance. Ja, Never ist vielleicht ein bisschen hochmütig, aber jo. Da muss nicht hier durch, damit er überhaupt zu Mila kommen, oder? Toll. Ist er noch irgendwo hin? Das Spiel verarscht mich doch. Mist, ich wollte gar nicht hin. Ah, Kacke, Mann, was ist los? Ich wollte eigentlich einen anderen Weg nehmen. Ist ja scheißegal. Freunde, wie es weitergeht hier bei Fire Emblem Echoes, Valencia. In der nächsten Folge wieder mal. Bis dahin, ciao zusammen.